7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SRF bei den Leuten schaut diesen Frauen in den Alltag und in den Kochtopf. Unsere Gastgeberinnen sind Erna Köfer aus dem appenzellischen Schlatt, Stefanie Moser von Wichtrach, Kanton Bern, Sibyl Meyer aus dem aargauischen Anglikon und aus dem luzernischen Altbüron Romana Zumbühl. Dann sind dabei Ramona Imhasli aus dem Walliser Fieschertal, Silvia Stschier aus dem bündnerischen Parsons und aus dem friburgischen Motier Anis Simonet. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Mitten im aargauischen Freiamt liegt der Schwellhof. Der Hof gehört zum 1000-Seelendorf Angliken. Da lebt Sibyl Meyer mit ihrem Mann Peter und ihren 3 Töchtern. Die Sonnenblumen sind nur ein kleiner Teil vom 29 Hektaren grossen Ackerbaubetrieb, den Meyers bewirtschaften. Es ist Samstagmorgen früh. Sibyl ist schon lange auf. Bevor die Landfrauen kommen, muss ganz ein spezieller Schatz im Garten ausgegraben werden. Ich grabe hier einen Erdhöhlensirup aus, den ich angesetzt habe. Hier innen hat es Spitzwegerich und Honig. Und der war jetzt hier etwa 8 Wochen drin zum Reifen. Und der wird gedacht zum Apero für die Landfrauen. Jetzt schauen wir doch hier mal rein, ob das etwas geworden ist. Ja, ich glaube, das kann man brauchen. Die Landfrauen sind schon unterwegs nach Angliken. Obwohl es ein bisschen regnet, geniessen sie die Fahrt am Hallwilersee vorbei. Natürlich sind alle gespannt, was sich Sibyl de Feins kocht. Sibyl heute Abend sie tut vielleicht einen feinen Fisch machen mit dem Hallwilersee oder mit den 3 Flüssen, die es im Aargau gibt. Viel Gemüse aus ihrem Garten. Ja, irgend so etwas. Von Sibyl erwarte ich ein Menü mit sicher viel Gemüse. Sie wird ihr Rapsöl ganz sicher brauchen, was ich hoffe. Und ob sie auf das Vegetarische geht, ich weiss nicht. Ich habe das Gefühl, der Mut hat sie nicht dazu, uns Landfrauen ein vegetarisches Menü. Obwohl ich würde mich freuen, wenn es etwas so gäbe. Sibyl, wir uns ganz sicher kein Rossfleisch auftischen. Und ich will nicht verklopfen, ich hoffe es zwar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es etwas Vegetarisches gibt. Vegetarisch und Rapsöl ist schon mal nicht schlecht geraten. Sibyl fährt mit etwas Einfachem an in der Küche. Schliesslich gibt es noch eine Menge Herausforderungen zu bewältigen. Die grösste Herausforderung heute ist das Mandelroyal, dass es steif wird und dass das Fleisch schön zart bleibt und alles heiß auf den Tisch kommt. Aha, es gibt also doch Fleisch. Und wie sieht die Dekoration aus heute Abend? Die Dekoration von der Sibyl, glaube ich, ist von ihren Blumen, die sie im Garten hat. Aber ich denke, es ist schlicht und einfach. Die Landfrauen sind auf dem Hof angekommen und werden von der ganzen Familie Meyer in Empfang genommen. Obwohl sich die 7 Frauen heute erst zum 3. Mal sehen, ist das Verhältnis untereinander sehr herzlich und unkompliziert. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Schwellhof. Wir haben euch entgegengefiebert und freuen uns, dass ihr jetzt hier seid. Meine Familie haben ihr schon kennengelernt. Meryl ist die Älteste, Lien ist die Zweitälteste und Julie ist die Jüngste. Und das ist der Pitch, mein Mann. Ja, schon noch, gell? Und das ist ihr jetzt eben, der Erdhöhlensirup.
Hast du schon gezogen? Haben wir auch noch Ja, das Seil haben wir kaufen auf einer Glasse. Er wird mit Apfelchampagner aufgefüllt. Danke vielmals. Gesundheit. Probieren wir das. Er ist wunderschön dekoriert, alles. Sims, fantastisch. Ja. Der Sirup scheint die Landfrauen nicht gross zu beeindrucken. Es zieht sie eher zum Apero-Gebäck. Brennnessel? Nein, es ist gemischt. Ah, ist gemessen? Ja. Die Brennnessel, die Bäcker ist sehr fein. Ist gut. Ja, fantastisch. Höchst aphrodisierend. So geht's. Können wir dem nächsten Samstag erzählen, was da so Ja, was alles noch draus ist, Worte, gell? Fantastisch. Ja. Ja, wenn ihr schon hierher kommt, geben wir natürlich alles. Also, liebe Landfrauen, ich gehe jetzt zurück in die Küche und würde euch meiner Familie übergeben. Bis später. Tschüss. Es ist früh am Morgen auf dem Schwellhof. Der Peach, der Mann von der Sibylle, ist schon auf den Beinen. Es gibt Schichtwechsel bei den 16 Rossen, die auf dem Hof wohnen. Die 8, die über die Nacht draussen waren, müssen in den Stall zurück und die anderen dürfen dafür jetzt auf die Weide. Die Schleierrühle gläuselt noch einmal raus, bevor sie sich ins Nest zurückzieht. Im Haus schlafen die einen noch fest. Die 3 Töchter von der Sibylle sind aber auch schon auf. Sie haben sich zum Morgen parat gemacht. Es gibt frische Beeren aus dem Garten mit einem Müsli. Die Meryl, die Älteste, hat vor kurzem die Gimmerprüfung bestanden. Und ich gehört, dass ich die Prüfung bestanden habe. Zuerst habe ich mich mega gefreut. Ja. Am ersten Tag in der Kante war es sehr stressig, weil man nicht weiss, was wo ist, wie es läuft und so. Alles neu. Das erste Mal in einem Klassenzimmer mit anderen Schülern zusammen und so. Ja. Sie macht sich auf den Weg in die Schule. Ein Weg, den sie erst seit 2 Wochen macht. Erst seitdem geht sie in die öffentliche Schule, zu Wohlen. Bis vor kurzem ist sie da neben ihren Schwestern an diesem Tisch gesessen und alle 3 sind von der Mutter Sibylle daheim unterrichtet worden. Nebendran in der Küche macht sich Sibylle ihr Zmorgen parat. Es gibt heute einen veganen Drink mit viel Früchten und Kräutchen aus dem Garten. Oder hat es von dem Mandelmus, das ersetzt die Milch. Vegan ist es, weil es gar keine tierischen Produkte drin hat. Sibylle ernährt sich nicht immer vegan. Und auch der Peach hat gerne ab und zu ein Stück Fleisch. Julie und Liane machen sich unterdessen für ein Diktat parat. Wäret ihr bereit, dass wir das Diktat machen könnten? Ja. Schon als junge Frau war es für Sibylle klar, dass sie ihre Kinder einmal daheim unterrichten will. In Zusammenarbeit mit den Schulbehörden hat das sehr gut geklappt. Ihre Töchter sollen möglichst schnell selbstständig werden und Eigenverantwortung übernehmen. Das war ihr Ziel. Believe it or not, the journey took 12 hours altogether from London. Point. It wasn't much fun. Point. Es ist mir wichtig, dass die Kinder das mitbekommen, dass man die Verantwortung für sein eigenes Leben muss selber übernehmen muss. Und dass sie irgendwie ein Gespür bekommen, ist da. Also bin ich mit dem zufrieden, mit der Arbeit, die ich hier mache oder abliefere. Used to be things like tea, tobacco, wine and brandy, Die intensivste Zeit ist die Primarschule.
Das ist jetzt wirklich 300%, weil wir haben immer mit Stundenplan gearbeitet und wir haben den auch sehr diszipliniert eingehalten. Und ich hatte auch ein ausgeklügeltes System, dass ich alle Aufträge, die ich erteilt habe, dass ich die dann auch nachkontrolliert habe oder einfach geschaut habe, ist es gemacht worden. Und Kinder sind ja neugierig, die wollen lernen und die Welt entdecken und das fängt dann einfach so an, dass sie immer mehr selber machen. Ich lehre Englisch, Deutsch und Französisch und mache eigentlich alle Sprachen gleich gerne. Und jetzt in der Oberstufe machen sie sich den ganzen Stundenplan selber, sie teilen sich das Jahr selber ein. Es ist einfach wichtig, dass man rum ist, so ein bisschen regulierend im Hintergrund oder eine Anlaufstelle ist, wenn irgendetwas ist. Die Älteste geht jetzt seit kurzem in die Kantonsschule auf Wohlen. Sie hat im Juni die Aufnahmeprüfung gemacht und hat sie bestanden. Und wir haben uns wirklich sehr gefreut, auch für sie, dass sie das geschafft hat, weil das ihr Ziel war. Und für uns war es eine Bestätigung, auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Auch Liane hat Pläne für ihre Zukunft. Nächstes Jahr werde ich Einkante. Ich mache dann noch die Aufnahmeprüfung. Ich hoffe, dass ich bestehe. Wenn die beiden Mädchen bis am Mittag allein weiterarbeiten, macht sich Sibyl auf den Weg zu ihrer Freundin Gabi und ihrem Mann Heinz. Das ist er gerade. Er hat Blumen geschnitten auf dem Feld. Der Heinz und Gabi haben eine Gärtnerei mit Schnittblumen für einen Detailhandel. Sibyl kommt 1- bis 2-mal in der Woche helfen, Blumen binden. Das ist etwas, was sie gerne macht. Sie hat ursprünglich einmal Gärtnerin gelernt. Das ist Gabi. Sie hat gerade eine Bestellung bekommen. Hey Sibyl, würdest du mir schnell 2 Eimer grosse Sträusse machen? Da pressiert sie irgendwie. Ja. Und zwar, schau jetzt, es sollte länger, dass es sicher in jedem Eimer 2 Medaillen gibt und diese mit Gladiolen. Ist gut? Ja, okay. Blumenbinden bei der Gabi ist für Sibyl nicht nur eine schöne Abwechslung von ihrem Alltag, sondern es gibt auch einen willkommenen Zustupf in die Familienkasse. Die fertigen Sträusse kommen heute am Nachmittag bei einem Grossverteiler in der Region in Verkauf. Zurück auf dem Schwellhof. Sibyl macht einen Teig aus Dinkelmehl, Salz, Pfeffer, Rosmarin und Anke. Etwas, das sie schon jetzt für das Landfrauenessen am Samstag vorbereiten kann. Kochen ist für Sibyl eine Leidenschaft. Schon als Kind hat sie sich dafür interessiert. Ich lese schon Rezepte, seit ich in der Schule bin. Das ist so einfach zur Inspiration. Ich habe relativ viele Rezepte, ich habe eine grosse Sammlung, aber ich koche selten nach einem Rezept. Ich brauche das eigentlich mehr als Idee oder eben als Inspiration. Sibyl probiert gerne immer wieder Neues aus. Sie kocht mit Gewürzen und Zutaten aus allen Herrenländern. Früher ist sie viel reisen und hat von überall, wo sie war, Rezepte und Ideen mitgebracht. Die Rössli werden gebacken und kommen dann beim Landfrauenessen als Cracker auf das Vorspeisentauer. An den Nachmittag dreht sich auf dem Schwellhof alles um die Ross. Der Peach erwartet die erste Reitschülerin. Auch Julie und Liane haben die Bücher auf die Seite gelegt. Sie wollen reiten. Und da ist schon die zweite Reitschülerin. Sie macht ihr Ross parat. Und schon kann es losgehen mit der Stunde.
Tanja, machst kleine Schlangenlinien, hä? Beide Seiten, aber nur ein Bogen. Schritt, Schritt, Schritt. Schnell anhalten. Dann weitest du den Nuss, auch mit dem Rechtsbogen. Gell, Nina? Der Hals sollte immer ein bisschen so Bogen sein. Nicht einfach rechts rausziehen. Als einen möchten wir ja Pensionsross. Und der andere haben wir auch viele eigene und denen geben wir noch Reitstunden. Einfach Alltag 1 Stunde, dass die Ross bewegt sind. Und sie sind langsam im Alter. Und wenn sie wirklich ganz alt sind, würden wir auch hören mit denen. Wir werden jetzt nicht mehr Ross kaufen für die Reitstunden, sondern dann mehr für uns zum Reiten wieder. Auf dem Schwellhof wohnen 8 Pensionsross, 6 eigene Ross und 2 Pony. Der Pitsch geht jeden Tag auch auswärts arbeiten. Er ist Betriebsmechaniker in einer Mühle in der Umgebung und kann sich dort die Arbeitszeit ganz frei einteilen. In der Küche glitzert es. Auch die Fruchtgummirössli aus Aprikosen sind für das Landfrauenessen. Sibyl verziert sie mit essbarem Blattgold. Jetzt probieren wir das halt einfach einmal ein bisschen. Ich will, dass es ein bisschen schön aussieht, ein bisschen speziell. Und dann kann ich noch gerne ein bisschen Gold zwischen oder vielleicht ein bisschen Kitsch manchmal. Genau dann, als ich an dem herumstudiert habe, bin ich an das Päckchen Gold hingelaufen. Und da habe ich gedacht, super, das ist die Antwort, das machen wir. Das war jetzt wirklich vorgesehen. Also es klappt meistens, wenn man sich intensiv gedanklich mit etwas befasst, dann zieht man es ein bisschen an. Das ist genauso, wenn ich einen Parkplatz brauche in der Stadt, finde ich eigentlich immer einen, auch wenn es eigentlich keinen hat. Gegen Abend fahren Meryl, Liane und Julie mit dem Velo zum Nachbar Christian. Er ist Bauer und hat etwas in seinem Stall, das die 3 Mädchen daheim nicht haben. 22 Milchkühe. Das Melken wollten die Mädchen unbedingt lernen. Sie gehen mindestens einmal in der Woche für sich selber Milch holen. Der Christian macht den Shoppen parat. Erst vor 2 Tagen ist das Kälbchen auf die Welt gekommen. Exakt 3 Liter werden von der Julie abgemessen und dann mitgenommen. Ein neuer Tag bricht auf dem Schwellhof. Der Schichtwechsel bei den Ross ist schon vorbei. Der Pitsch und Meryl sind schon aus dem Haus. Bevor die Schulstunde für Liane und Julie anfängt, haben sie noch etwas zu tun. Auf dem Hof leben neben den Ross auch 5 Küngel, die versorgt werden müssen. Auch die 14 Hühner, die Gans und der Gückel brauchen jeden Tag ihr Futter. Eine Aufgabe, wo die Mädchen ganz allein dafür verantwortlich sind. In der Küche fängt Sibyl schon an, zum Mittag zu kochen. Heute kommt der Onkel Peter aus Afrika zu Besuch. Er hat sich eine Bohnensuppe gewünscht, ein altes Familienrezept. Diesen Wunsch erfüllt ihm Sibyl gern. Die Borlotti-Bohnen müssen eine Stunde in der Bouillon kochen. Gemüse kommt dann auch noch rein. Sibyl holt Lauch und Stangensellerie aus ihrem Garten.
Dazu gibt es einen Gurkensalat. Sibyl hat ihren Onkel schon lange nicht mehr gesehen. Sie freut sich auf ihn. Es ist immer ein Ereignis, wenn er einmal im Jahr kommt. Ich erzähle uns ein bisschen, ja, so, wie es aussieht in Afrika, was sie machen. Wenn er hier ist, besucht er seine Verwandten in der Schweiz rundherum und auch Bekannte oder Freunde von früher. Also er ist eigentlich hier noch in regem Kontakt und freut sich auch immer sehr. In die Suppe kommen noch Rüebli und Herdöpfel. Zusammen mit Zwiebeln, Ingwer, Lorbeer, Nägeli und Knoblauch kocht dann alles noch mal eine 3/4 Stunde. Unterdessen ist der Besuch angekommen. Erwartungsvoll sitzt die ganze Familie rund um den Grosstisch. Die Suppe ist Schwerkraft. Das hat der Onkel Peter gern. Auch Peters Sohn Christian genießt es. Einen besonderen Gau gibt es, wenn man noch Emmentaler drin schnetzelt. Es zieht so schöne Fäden. Zum Kaffee gibt es einen sauber gebackenen Rhabarberkuchen. Das kommen wir dort unten nicht über. Somit war das sehr, sehr gut gewesen. Nach dem Essen geht Sibyl in ihren Garten arbeiten. Da verbringt sie viel Zeit. Der Garten ist wichtig für sie. Auf ihr Gemüse, ihr Obst, ihre Beeren und Kräutchen ist sie stolz. Heute sagt sie Bohnen. Überhaupt hat sie für ihren Garten eine eigene Philosophie. Ich spritzen gar nichts. Es kommen gar keine Schneckenkörner rein. Einfach keine chemischen Hilfsmittel. Weil mit diesen Sachen stört man alle natürlichen Prozesse. Ganz ohne Hilfsmittel kommt auch Sibyl nicht aus. Es heisst Bokashi und ist eine Art organischer Kompost. Der Bokashi muss ein bisschen schmecken wie Waldboden. Es muss eigentlich gut schmecken. Weil das Bokashi so gut schmeckt, muss ich nachher immer den Garten zu haben, weil meine Hunde würden das sonst in rauen Mengen fressen. Am Ende wird alles mit Mulch abgedeckt. Jetzt müssen die Bohnen nur noch wachsen. Bokashi macht Sibyl sauber. Ihr Vater, der Ueli, hilft ihr dabei. Heckenabschnitt, Gartenabfall oder Blätter von den Bäumen werden klein gehäckselt und dann mit EM. Das sind effektive Mikroorganismen, also kleinste Lebewesen wie Hefe, Pilze oder Algen genetzt. Dann kommt alles in ein Fass, das es gären kann. Es wird gestampft wie Sauerkraut. Es ist die gleiche Methode. Dann nochmal Luft rauspressen, beschweren mit Holz und Steinen. Den Deckel drauf und 6 bis 8 Wochen später kann man es nachher schon als fertiges Bokashi brauchen. Im ehemaligen Ponystall, der umgebaut wurde, ist morgen das Essen für die Landfrauen. Der Raum muss noch dekoriert werden. Liane und Julie haben von der Mutter frei bekommen, zum Helfen. Auch
Sibylle ist in ihrem Element. Oh, zeig mal. Super, sehr gut. Schau, ich habe gedacht, wir gehen dort hin. Willst du her? Ja. Ist so gut? Ja, perfekt. Super, danke. Es gibt noch viel zu tun, bis alles fertig ist für am Samstag. Trotzdem lassen sich der Peach und die 2 ältesten Töchter, die Meryl und Liane, ihren Ausritt nicht nehmen. Das Reiten ist für sie ein wichtiger Teil von ihrem Leben. So ein Ausritt am Abend ist Entspannung pur. Der Peach muss plötzlich ein bisschen pressieren. Er will rechtzeitig zurück sein für sein Rendezvous mit der Sibylle. Sie will ihm den fertig dekorierten Ponystall zeigen. Der Peach und ich ergänzen uns gut. Und ich würde fast sagen, wir sind auf eine Art ein bisschen 2 Einzelgänger. Beim Arbeiten tun wir eher hintereinander nacharbeiten, weder nebeneinander. Aber das hat sich recht gut eingependelt über die Jahre und ich würde sagen, es funktioniert bestens. Beim Tanzen sind sie auch mal im Gleichschritt unterwegs. Mal schauen, ob das morgen auch so ist. Es ist Samstag. Wir sind wieder in der Küche. Auch die Meryl hat den Schutz angelegt. Sie tut heute ihre Mutter in der Küche unterstützen. Als erstes werden die Polenta-Beeren auf ein Blech gebüschelt. Stolz führt der Peach die Landfrauen in den Ponystall. Du hockst nicht ab, es hat etwas auf dem Stuhl. Ja, Rösseli mit Gold, Goldross. Wunderschön. Die Überraschung von der Sibylle ist schon mal gelungen. Nein, oben ist glaube ich kein Bild. Vielleicht mal ein Studio draussen. Mit der WC natürlich. Frauen? Hoi. Geht's euch gut? Ja. Sitzt ihr gut? Wie verrückt. Super. Dann würde ich euch noch das Menü vorstellen. Zur Vorspeise haben wir einen Gartensalat mit Rösslingcracker und einer veganen Kräutercreme. Und zum Hauptgang gibt es Schnitz und Trunder Schwellhof. Schnitz und Trunder ist ein traditionelles Freiämtergericht und da habe ich jetzt so ein bisschen neu aufgelegt. Und zum Dessert hätten wir eine Art Zwetschgenkompott und ein Mandelroyal im Glas. Ich wünsche euch ganz guten, schönen Abend. Lasst euch überraschen. Danke. Einen schönen Abend. Spannend. Ja. Und jetzt geht es an das heikle Mandelroyal, wo Sibylle nicht genau weiss, ob es gelingt. Ich bin schon gespannt, ob das jetzt zu klappen kommt, wenn ich mir das vorstelle. Zum Zitronen- und Orangensaft kommt Mandelpüree im Mixer, weil das Mandelroyal eben vegan ist und man darum keine Milch oder Niedeln nimmt. Dann gibt sie abwechslungsweise Mandelöl und Wasser dazu, bis es emulgiert.
In diese Masse kommen noch Gewürze, Hefe und frische Gartenkräutchen. Unterdessen sticht Meryl runde Kugeln aus einer Wassermelone aus. Die kommen dann auf einen Salat. Ich würde euch gerne den Wein bringen zur Vorspeise. Es ist ein Greifvögtler, es ist von der Cousine von der Sibylle, von Tägerfelden. Es gibt doch eine Runde. Ja, Blättchen, ja, genau. So. Zum Wohl. In der Küche macht Meryl bei der Salatdekoration weiter. Sie hackt die Baumnüsse, die in einer Sojasauce angeröstet wurden. Schon ist alles bereit. Der Salat kann angerichtet werden. Die Salatsauce ist natürlich mit dem eigenen Rapsöl gemacht. Darüber kommen Gurken und Melonenkugeln, getrocknete Randenspäne und noch das Mandelroyal. Sind die Julie bereit? Mit dir? Teller holen und aufs Buffet stellen. Weil der Weg zwischen der Küche und dem Ponystall ziemlich weit ist, dürfen Liane und Julie am Pitch dauernd entgegentragen. Das ist aber kein Beschlag. Die Männer sind richtig gut. Hast du? Merci vielmals. Wir sind immer serviert. Ja. Schon der René also letztes Mal. Das Natur. Ja, deine Mann ist immer so schön mit Danke. Plötzlich wird es ganz still. Die 6 Landfrauen essen. Jeder Gang wird auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Die Sauce ist auch ja, die weiße Farbe ist noch speziell. Es ist voll aufgekommen, das Vegan, gell? Ja, extrem. Ja, das ist der neue Trend. Jetzt ist das Vegetarische schon voll angesehen oder so normal und jetzt kommt es vegan. Und schon sammelt der Pitch die ausgefüllten Zettel wieder ein. Die bleiben bis zum Finale unter Verschluss. Die Vorspeise ist Gredi eingefahren. Das war ganz fein. Ich konnte mir die veganer Kräutercremesauce gar nicht so vorstellen. Aber es war ganz etwas Feines. Oder der Salat vom Anrichten her, die Cracker, also Chapeau. Und Gutzli, ja, es war gut. Ich würde sie vielleicht nicht machen. Ich persönlich. Aber es war gut. Mal etwas anderes. So einen süßlichen Weisswein habe ich jetzt ein bisschen eher zum Gügeln als zu einer Vorspeise. Aber ich bin nicht so häklig. Süffig. Sehr, ja. Ja, leichte Süße. Ja. Was die Frauen noch so gerne meistens, oder nicht? Ja. Sibylle macht sich einen Hauptgang. Das Angus-Beef muss angebrätelt werden. Es ist etwa eine Stunde in einer speziellen Marinade gelegen. Hier hat es selber gemachte Hoisinsoße, Sambalölek, Knoblauch, Ingwer, ein bisschen Birnel und ein bisschen Shoyu dran. Shoyu ist eine Sojasauce. Das angebratene Fleisch kommt dann in die Wärme. Die Meryl macht Dekoration für einen Hauptgang parat. Verschiedene Blüten und Kräutchen sollen ein bisschen Farbe auf die Dauer bringen. Sibylle macht sich ans Gemüse. Das ist Birnel. Birnel ist ein Birnendicksaft, den man zum Süssen brauchen kann. Ein bisschen Sambalölek. Ich gehe das Risiko ein, dass da in den Frauen scharf werden könnte. Ich habe noch ein bisschen Ingwer dran. Ich koche sehr viel mit Ingwer. Es ist zwar nicht regional, aber ein bisschen Globalität gehört heute auch dazu. Hier hat es jetzt eingeweichte Weichspeckbeeren drin und Äpfel, Frühäpfel, Gartenerbsli und Rüebli. 2 Sorten.
Der Meryl, ihre Dekoration ist nachher. Zum Gemüse kommt eine Sauce aus Wasser, Äpfelwein, Soja und Äpfelessig. Jetzt braucht es noch ein paar Minuten, bis es gar ist. Jetzt kommt der Rotwein. Ja. Es gibt den Cabernet Jura. Ist aus dem Gebiet, wo wir heute durchgefahren sind, am See noch. Und von dort oben kommt auch Zibil von Fahrwangen. Und der Wein ist von Meisterschwanden unten. Schau. Ist so blau. Ja, nein, ist noch blau. Zum Wohl miteinander. Ja, das ist eben der Kelch. Brot. Ja. Erbstoffgespür stark. Kann mitführen. Wein ist immer auch Geschmackssache. Trotzdem muss er bewertet werden. Was ist es für ein Jahrgang? Steht es drauf? 2010 ist es. Ist der 2010 ein guter Jahrgang? 2010 war ein super Jahrgang. 3 Jahre hintereinander haben wir einen super Jahrgang gehabt. Der Sommer 9, 10, 11 und vor allem der Herbst. In der Küche steigt die Spannung. Ob das Fleisch echt zart genug ist? Sibyl will es genau wissen. Jetzt darfst du wieder eins aufschneiden. Ich glaube, das geht. Und draussen pfeifen, dass sie parat stehen. Kannst du mit mir? Jetzt geht es ans Anrichten. Schnell muss es gehen, sonst wird es kalt. Polenta hilft aber sicher, dass alles schön warm bleibt. Wo sind da unsere Träger? Noch warten, einfach parat sein. Mal schauen, ob der Sibyl ihr Schnitz und darunter den Geschmack der Landfrauen trifft. Also ich hätte es gern. Was die Frauen darüber denken, da lassen wir uns jetzt überraschen. Uiuiui. Ei. Jetzt kommt Schnitz und drunter. Ja. Oh la la. Schön. Wow. Ei. Was ist das? Noch herzig. Das ist cool. Guten Miteinander. Ja, guten Miteinander. Guten zusammen. Plötzlich wird es wieder ganz still im Raum. Konzentriert wird gegessen. Polenta ist gut. Auch dieser Gang wird von jeder Landfrau bewertet, so dass es die anderen nicht sehen. Das Fleisch, das sie darunter hatte, hat sie also auf den Punkt angebraten. Es war noch schön rosé drin. Und die verschiedenen Gemüse, die sie miteinander gekocht hat, war sehr gut. Ob schon das Schnitz und darunter ein anderes Ding ist, eigentlich mit Herdöpfel und Speck. Nach Originalrezept, oder? Aber sie hat ihre Idee reingebracht. Das hat mich ganz schön gedunkt mit den Ringelblumenblüten, Schafgarbenblüten, Melissa- und Pfefferminzblätter. Ist ganz schön dahergekommen. Ein bisschen zu viel auf dem Teller, aber wunderschön. Polenta ist für mich einfach ein Essen, das ich esse, wenn es auf dem Teller ist. Ich habe jetzt aber vorgezogen, lieber das feine Fleisch und Beilagen zu essen und dafür Polenta zu lassen. Zum Wohl. Wir konnten gar nicht so viel vom Wein spüren, weil für mich war das falsche Glas. Das Glas ist für mich ein Wasserglas, weil wir fast nur Glas im Mund hatten. Der Wein ist gar nicht zur Geltung gekommen. Ich habe das Gefühl, durch das war der Wein auch nicht so gut. Das sieht ja aus wie Käse. Nein, das ist nicht Käse, das ist weisse Schoki. Und die kommt jetzt unter das Mandelroyal. Das gleiche Mandelroyal wie für die Vorspeise, allerdings mit einem Aprikosenkernöl. Noch ein bisschen Zucker drin tun.
Ich nehme hier einen Rosenblütenzucker, den ich mir selber gemacht habe. Das habe ich noch nie drin getan. Willst du auch mal probieren, Merin? Ist das Zwetschgending süß? Auch ein bisschen, ja. Darf da fast noch ein bisschen mehr? Noch ein bisschen Zucker, gell? Mhm. Jetzt kommen noch die Goldrössli zum Zug und... Das ist jetzt der Zwetschgenkompott, wo wir Zwetschgen dafür gerüstet haben. Da hat es Wasser drin, Rotwein, ein bisschen Zucker und ein bisschen Zwetschgenwasser. Also die Baumnuss-Cantucci mache ich eigentlich immer selber. Die habe ich auch immer im Vorrat. Die mache ich immer aus unseren eigenen Baumnüssen. Dann gießen wir noch geeiserte Zuckerduftrosenblüten drauf. Und dann haben wir hier noch ein paar Wegwarten. Was sind die fein? Vielleicht mal noch. Immer ein Rössli. Schön geholfen, dass die parat sind. Ja. So. Und dann müssten wir noch den Puderzucker drin haben. Und da braucht es noch ein paar Blüten. Wo sind sie? Aber ihr müsst sie gerade haben, gell? Und ihr müsst schauen, dass sich die Rosenblüten nicht abwinden. Ich bin eine, wenn der Papa nachkommt. Nein, Lien. Ja. Es könnte wirklich sein, dass es zu wenig süß ist. Oder was auch immer. Weil es ist schon ein bisschen anders, weil es hat gar kein Milchprodukt dran. Ja, ich bin gespannt. Ist angeklebt, das Glas? Ich hoffe es, ja. Ja, schau mal. Also, was ist das? Hosen und Himbeere. Ja. Aha. Eine andere Frage ist, ob die Landfrauen noch mögen. Schieferdings, ja. Keine schön kandiert. Das ist jetzt Zwetschgen und Mandeln und Glas. Die Rosenblätter sehen schon noch saumässig gut aus. Noch fein auch. Auch das Dessert wird bewertet und dann sammelt der Peach das letzte Mal für heute Abend die Zettel ein. Das Dessert ist von der Kost her, hätte es mir auch wieder ein bisschen süsser sein können, weil ich ein kleine Süße bin, aber es war geschmacklich fein abgestimmt miteinander. Wenn man den Löffel bis zu unterst reichen konnte, die Kost war gut. Ja. Ja, ich habe genug. Hat noch recht gefuhrt, das Dessert. Das Aprikosenrössli, das ich drauf hatte, das war wirklich absolut der Hammer. Das hatte ich sehr gerne. Zum Schluss bringt Sibyl ein Kaffee oder Peach noch etwas Süßes dazu. Nervös über nichts gesagt. Ja, sieht das schön aus. Habt ihr es gut gehabt? Ja, danke. Wie könnte es anders? Auch das Schnäpsli wird vorgeholt. Habe ich nicht erwartet von der Sibyl, dass sie so schön also so aufwendig dekoriert. Ich habe gedacht, das sei schlicht und einfach. Der Raum, den Sibyl ausgeschmückt hat, war die absolute Fülle. Den Herbst hat sie in den Raum hineingeholt, mit diesen vielen Sonnenblumen, mit dem temperamentvollen Rot der Gladiolen, mit den Kerzen und mit den Weinbechern. Also es war einfach die Fülle. Mehr hat gar nicht mehr Platz gehabt. Prost zusammen. Auf Sibyl, zum Wohl. Jetzt kann sich auch die Gastgeberin entspannen. Am nächsten Freitag sind die Landfrauen bei der Romana Zumbild in Alt-Büron im Luzernischen zu Gast. Schon am Montag hört man sie am 20:12 auf Radio SRF 1 mit einem persönlichen Rezept. Im Finale am 9. November kommt aus, welche von den 7 Landfrauen den diesjährigen Kochwettbewerb gewinnt.